SRF Audio. Radio SRF, Echo der Zeit mit Christina Scheidecker. Die Themen vom Sonntag, dem 9. August. Der Sport und das liebe Geld. Wie viel Vermarktung verträgt es, zum Beispiel im Fußball? Da ist es natürlich schon teilweise so, dass die Leute, die da die Stimmung machen, sich teilweise auch nur als die Kulisse fühlen, die bunte Fernsehbilder liefert, damit dann der Verein oder die Liga das besser vermarkten kann. Warum eine zunehmende Kommerzialisierung für viele Verbände auch von großem Vorteil sein kann, erklärt der Sportökonom Wolfgang Mennig. Dann Intransparenz als Strategie in der Geldpolitik. Warum zurückhaltende Kommunikation einer Notenbank durchaus zugutekommen kann. Neue Wege gegen den Personalmangel. Welche Fragen sich stellen, wenn der Kanton Basel-Stadt für seine Polizei neu auch im Ausland rekrutiert. Und die Wiederbelebung von Feuchtgebieten. Wie der Kanton Thurgau in dieser Sache vorwärts macht und warum der Biber dabei eine große Rolle spielt. Hören Sie hier. Im Echo der Zeit. Es ist eine Einladung mit historischer Symbolkraft. Zum ersten Mal überhaupt war der Kanton Bern heute als Ehrengast am traditionellen Pferdeanlass Marche-Concours im jurassischen Seignelay dabei. David Burkhardt aus der Nachrichtenredaktion. Bisher war Bern stets von dieser Ehre ausgeklammert worden, als einziger Kanton. Mit dem Übertritt der Gemeinde Moutier von Bern in den Jura und der Beilegung des Jura-Konfliktes hat sich das nun geändert. Bundesrat Albert Rösti ist in Seignelay zu Gast. Ihn freut die Einladung der Berner. Das ist ein gutes Beispiel für den Zusammenhalt der Schweiz, dass man etwas nicht nur politisch löst, sondern dass man eben auch dann zusammen festet und den Zusammenhalt so gesellschaftlich kittet. Die Einladung des Kantons Bern als Ehrengast im Jura sei ein Zeichen, dass der Konflikt zwischen den Kantonen beendet sei, so Albert Rösti weiter. Mit dabei in Seignelay war neben dem Berner Bundesrat auch Elisabeth Bohm-Schneider als erste und bisher einzige Bundesrätin aus dem Kanton Jura. Die Bundespolizei hat zwischen 1930 und 1989 auch Bundesratsmitglieder überwacht. Das berichtet die Sonntagszeitung. Insgesamt waren 39 Bundesrätinnen und Bundesräte betroffen, zum Beispiel Christoph Blocher, Moritz Leuenberger und Elisabeth Kopp. Sie wurden oft über Jahrzehnte hinweg fischiert, seit ihren politischen Anfängen, wie Recherchen der Zeitung zeigen. Und einige Bundesräten wussten offenbar schon Jahrzehnte vor dem Fischenskandal Ende der 80er Jahre von der Überwachung. Der sogenannte Fischenskandal war 1989 aufgeflogen. Die Bundespolizei hatte Hunderttausende Menschen überwacht und geheime Dossiers über sie angelegt. Nach der Street Parade in Zürich ziehen Polizei und die Rettungskräfte eine positive Schlussbilanz. Sanität und Rettungsdienste behandeln gut 900 Personen. Das sind rund 150 mehr als im Vorjahr. 45 Personen wurden ins Spital gebracht. Die Stadtpolizei Zürich spricht von einer größtenteils friedlichen Street Parade. Es gab 30 Festnahmen, etwa wegen Diebstählen oder wegen Drogenhandels. Laut den Organisatoren besuchten rund 900.000 Menschen die diesjährige Street Parade. Nun ins Ausland. Im Konflikt mit den USA will der Iran momentan keine direkten Verhandlungen. Die USA würden gegen das Übergangsabkommen aus dem Juni verstoßen und solange sie das täten, gäbe es keine direkten Verhandlungen. Das erklärte der iranische Außenminister Abbas Araghchi gegenüber einer iranischen Nachrichtenagentur. Weiter äußerte sich der iranische Außenminister zur Straße von Hormuz. Dort stehe ein Abkommen mit dem Oman kurz vor dem Abschluss. Das Abkommen bedeute aber nicht automatisch die Wiedereröffnung der wichtigen Transportroute. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat den Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump offiziell abgelehnt. Das sagte Netanyahu bei einer Kabinettssitzung in Jerusalem. Dort betonte er erneut, dass das israelische Militär nicht aus dem Gazastreifen abgezogen werde, solange die Hamas nicht vollständig und wirklich entwaffnet sei.
Donald Trump hatte letzte Woche einen Durchbruch beim Friedensprozess im Gazastreifen angekündigt. Die Hamas habe einer Entwaffnung zugestimmt. Allerdings macht die Hamas die Abgabe ihrer schweren Waffen davon abhängig, dass Israel seine Angriffe einstellt und alle Soldaten abzieht. In China ist der Taifun Dolphin auf Land getroffen. Auch die Millionenmetropole Shanghai macht sich auf den Wirbelsturm gefasst. Die Behörden rechnen mit sintflutartigen Regenfällen, Überschwemmungen, Erdrutschen und Orkanböen. Zehntausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht, mehr als 1500 Flüge gestrichen. Auch Bohrinseln vor der Küste sind evakuiert worden. Das Wetter heute Abend und morgen ist es teils sonnig, teils bewölkt. Heute Abend gibt es vor allem im Osten noch stellenweise Regengüsse. Morgen kommen speziell am Nachmittag lokale Platzregen und Gewitter auf. Und es wird wieder heiß mit 33 Grad. Es waren turbulente Wochen für den Weltfußballverband FIFA und für dessen Präsidenten Gianni Infantino. Die Pläne für eine Teilprivatisierung der Fußball-Weltmeisterschaft sorgten für viel Widerstand, gerade in Europa. Und auch wenn die FIFA diesen Plan unterdessen beerdigt hat, so bleibt die Kritik an der Verbandsspitze laut. Teile der Fußballwelt und damit Teile einer der am kommerzialisiertesten Sportarten der Welt wehren sich also gegen mehr Vermarktung. Ist denn eine vermehrte Kommerzialisierung im Sportbereich per se eine schlechte Nachricht? Darüber habe ich gesprochen mit Wolfgang Mennig. Er ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg und Ruder-Olympiasieger 1988. Ich wollte von ihm wissen, was heißt denn eigentlich genau Kommerzialisierung im Sport? Kommerzialisierung heißt halt, den Sport so umzuformen, dass man, die maximale Menge an Geld herausziehen kann, an Werbeeinnahmen, Fernseheinnahmen und so weiter und so fort. Also bereit ist, die Spielregeln zu ändern, Anpfiffzeiten zu ändern und Ähnliches den Sport danach ausrichtet, das, was die Medien oder wir Zuschauer letztlich eigentlich gerne wollen. Das machen einige Sportarten sehr intensiv, andere wehren sich dagegen. Und was sind denn das für Prozesse, die da genau ablaufen? Wer nimmt da wo welchen Einfluss? Na, die Anfrage, ich kann es an meinem eigenen Sport sagen, die Anfrage kommt letztlich von den Organisationen, von Olympischen Spielen, die wissen, dass die Fernsehzeiten dann und dann optimal vermarktet werden könnten und die Startzeiten dann so liegen müssten. Und dann gibt es dagegen natürlich Widerstand gegen Änderungen, aber andererseits wird signalisiert, der Sport, meinetwegen der Rudersport, hängt davon ab, dass wir angemessen an den Fernseheinnahmen des IOC beteiligt werden. Und da geht es nach den Zuschauerzahlen. Also können wir uns auswählen, gehen wir da mit oder gehen wir nicht mit? Das ist die typische Wahl, die ein Verband hat. Was würden Sie denn sagen, eben gerade Ihr Sport, das Rudern, täte dem mehr Vermarktung gut? Ja, also ich denke, da gibt es schon einen Konsens. Wir können mehr Einnahmen gebrauchen auf allen Ebenen. Es gibt immer noch zu viele Ruderer und Ruderverbände in der Welt, die sich das nicht leisten können, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen oder an Olympischen Spielen. Und eigentlich müsste der Weltruderverband eine Möglichkeit haben, Gelder zu transferieren, sodass das möglich ist. Die Gelder hat er nicht. Eben, es geht um mehr Geld. Bringt mehr Kommerzialisierung auch andere Vorteile mit sich? Na, die Freiheitsgrade steigen, allgemein die Unabhängigkeit steigt. Hier ist ein gutes Beispiel das IOC. Das IOC war für die Spiele 1984 in einer Situation, dass die Spiele von Montreal 76 vorbei waren. Das waren Pleitespiele mit großen Schulden. Es gab nur eine einzige Bewerberstadt, und zwar eine privat organisierte Initiative aus Los Angeles. Wenn es die nicht gegeben hätte, hätte das IOC keine Olympischen Spiele ausrichten können. Und daraufhin hat das IOC gesagt, wir müssen finanziell in eine Unabhängigkeit kommen. Wir müssen in der Lage sein, so viel Geld angespart zu haben, dass wir zur Not alleine die Spiele ausrichten können. Und das ist auch nicht ungesund, nach einer finanziellen Unabhängigkeit zu streben. Sie sagen, das ist nicht ungesund. Gibt es trotzdem irgendeine Grenze, wo mehr Kommerzialisierung nicht mehr geht? Ja, das ist ganz klar. Also der Fußball ist Emotion und jetzt in meiner Heimatstadt, der Ostkurven-Fan meines Bundesligisten, da ist es natürlich schon teilweise so, dass die Leute, die da die Stimmung machen, sich teilweise auch nur als die Kulisse fühlen, die bunte Fernsehbilder liefert, damit dann der Verein oder die Liga das besser vermarkten kann. Und das wollen sie eigentlich nicht. Sie wollen nicht Staffage und Kulisse sein. Würden Sie denn sagen, im Fußball ist eben diese Grenze der Kommerzialisierung insofern erreicht, dass eben zum Beispiel die Fans überhaupt nicht mehr zufrieden sind mit der Situation?
Also noch steigen die Zuschauerzahlen für die Fußball-Weltmeisterschaften immer weiter. Ja, ich kenne Einzelne, die sagen, ich gucke nicht mehr die Fußball-Weltmeisterschaft, ich gucke nur noch meinen Verein. Alles andere ist wirklich nur noch Kommerz. Aber es ist noch nicht die Masse der Menschen. Die Attraktivität der Fußball-Weltmeisterschaft ist noch völlig ungebrochen. Wer profitiert denn in erster Linie von einer solchen Vermarktung? Ist es der Sport an sich, weil zum Beispiel die Sichtbarkeit wächst, eben die Freiheitsgrade, die Sie erwähnt haben? Ist es das Publikum, weil mehr Show geboten wird? Oder sind es halt doch die Verbände und ihre Funktionärinnen und Funktionäre, die mehr Geld verdienen? Ja, da sind viele Seiten beteiligt. Aber ich sag's mal jetzt wieder auf meinen Sport bezogen, wenn der Weltruderverband nicht alle paar Jahre erhebliche Teile von dem IOC an Einnahmen erhalten würde aus den Fernseherlösen, wäre er nicht in der Lage, Ruderweltmeisterschaften in allen Jahrgängen so zu organisieren, wie er es macht. Es würde wahrscheinlich bald eine Zahlungsunfähigkeit einstellen. Und da ist der Ruderverband überhaupt nicht alleine. Das geht vielen olympischen Verbänden so. Also die Verbände profitieren davon. Es ist auch so, dass die IOC auch an die national-olympischen Komitees ausgeschüttet werden. Die haben dann die Freiheitsgrade Sportinitiativen in ihren Ländern zu finanzieren. Also das IOC, das wird manchmal vergessen, schüttet ja weit über 90% seiner Einnahmen auch wieder aus an die internationalen Verbände und an die NOKs. Aber fließt der Großteil des Gelds nicht halt vielleicht doch dahin, wo sowieso schon viel Geld drinsteckt, in die ganz großen Sportarten, eben zum Beispiel in den Fußball? Ja, das ist so. Natürlich sind die Einnahmen, die zum Beispiel das IOC auszahlt, wirklich auch gebunden an die Zuschauerzahlen und die Einschaltquoten. Aber alles andere wäre ja auch vielleicht nicht so gerecht. Wobei, es ist schon so, auch die Sportarten, die nur sehr wenig Resonanz haben, bekommen einen Sockelbeitrag. Es ist nicht, dass sie nichts bekommen. Nur andere Sportarten, wie dann zum Beispiel Schwimmen, die bei Olympischen Spielen sehr große Aufmerksamkeit erhalten, kriegen da höhere Einnahmen. Wir reden jetzt über die Ausschüttungen des IOC, aber da geht es ja auch um andere Gelder. Da geht es um Sponsoringverträge, da geht es um Werbung etc. etc. Dort ist das doch noch viel ausgeprägter, oder? Ja, also sie rennen bei mir offene Türen ein, als jemand, der aus dem Amateursport kommt und der teilweise auch ein bisschen neidisch darauf guckt, was in anderen Sportarten möglich ist. Andererseits schafft es ja auch den Amateursportarten Freiheitsgrade. Die Athleten können ihrer beruflichen Ausbildung besser nachgehen, als das in den wirklichen Profi- und Mediensportarten der Fall ist. Und sie sind langfristig nicht unbedingt unglücklicher als die Athleten aus den Mediensportarten. Also würden Sie auch sagen, da braucht es keinerlei Konsequenzen, Regulierungen, dass solche Gelder zum Beispiel gleichmäßiger verteilt würden auf Ebene der Politik zum Beispiel? Na, die Politik wäre hier meines Erachtens falsch. Nun komme ich aus Deutschland, da ist die Autonomie des Sports schon aus historischen Gründen ganz groß geschrieben und der Sport würde sich ungern reinreden lassen. Was natürlich immer möglich ist, dass man sich innerhalb der Welt Sportverbände oder auch innerhalb der Schweiz hinsetzt und über eine andere Verteilung redet. Das kann sinnvoll sein. Sagt der Sportökonom Wolfgang Mennig. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. So geht's bei uns weiter. Wie der Chef der US-Notenbank Fed um das Vertrauen der Finanzmärkte ringt. Warum der Kanton Basel-Stadt Polizistinnen und Polizisten ohne Schweizer Pass ausbildet. Wie der Kanton Thurgau ehemalige Feuchtgebiete wieder unter Wasser setzt. Und der Kampf der Politdynastien in den Philippinen. Das ist Thema der Sommerausgabe von International, dieses Wochenende im Radio oder jederzeit auf srf.ch/audio. Seit Jahren versucht die US-Notenbank, die Inflation in den Griff zu bekommen. Nicht zuletzt im Interesse der Bevölkerung, die darunter leidet, wenn die Preise steigen. Allerdings, der durchschlagende Erfolg lässt bisher auf sich warten. Aktuell beträgt die Inflation in den USA 3,5% und liegt damit deutlich über dem definierten Ziel von 2%. Nun beteuert zwar auch der neue Notenbankchef Kevin Warsh, den US-Präsident Trump ins Amt gehievt hat, er meine es ernst mit dem Kampf gegen die Inflation. Doch am Finanzmarkt machen sich Zweifel breit. Woran das liegt? Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Der Markt misstraut dem neuen Chef der US-Notenbank Fed. So zumindest interpretieren kritische Beobachter das, was kürzlich mit den Zinsen für langlaufende Staatsanleihen passiert ist. Sie stiegen auf den höchsten Stand seit 2007, auf das Niveau wie zu Beginn der letzten großen Finanzkrise.
Offensichtlich sind die Investorinnen und Investoren verunsichert. Sie befürchten, dass es Kevin Warsh als Chef der Fed nicht ganz so ernst meint mit dem Kampf gegen die Inflation, wie er behauptet. Diese Reaktion sei verständlich, sagt Ökonom Thomas Stucki, Anlagechef der St. Galler Kantonalbank. Die Märkte reagieren natürlich darauf und sagen, ja gut, die Inflationsbekämpfung scheint doch nicht Nummer 1 zu sein. Also wollen wir besser entschädigt werden für unsere Anlagen bei US-Staatsanleihen. Dazu muss man wissen, die Finanzmärkte bilden typischerweise nicht einfach das aktuelle Wirtschaftsgeschehen ab. Sie reagieren darauf, was in der Zukunft zu erwarten ist. Und mit Blick auf die Entwicklung der Inflation und der Zinsen hat der Markt derzeit mit Kevin Warsh ein Problem. Warsh weigert sich nämlich zu sagen, welchen geldpolitischen Kurs er künftig einschlagen will. Kritiker argwöhnen, Warsh wolle damit Präsident Donald Trump gefallen, denn Trump freut sich, wenn die Fed die Wirtschaft weiterhin großzügig mit billigem Geld versorgt, statt gegen die Teuerung vorzugehen. Beides zugleich geht nicht. Entweder beschleunigt die Fed die Konjunktur mit niedrigen Zinsen oder sie verlangsamt die Wirtschaft mit Zinserhöhungen. Tatsache ist, seit Anfang Jahr hat die Fed die Leitzinsen nicht verändert. Derweil kletterte die Inflation von 2,4 auf 3,5%, auch als Folge von Donald Trumps Irankrieg und der dadurch ausgelösten Energieteuerung. So gesehen passen Kevin Warshs Bekenntnis zur Preisstabilität und sein Handeln an der Fed-Spitze bislang nur bedingt zueinander. Was aber noch mehr an den Nerven der Finanzmarktakteure zerrt, ist die Ungewissheit über seinen Kurs. Dazu sagt Ökonom Thomas Stucki: Was definitiv der Fall ist, er wurde ja mit großen Vorschusslorbeeren in seinem Amt willkommen geheißen und von diesen Vorschusslorbeeren oder von diesem Vertrauen hat er doch schon einiges aufgebraucht. Dabei ist Kevin Warsh keinesfalls der einzige Notenbanker, der zurückhaltend kommuniziert über seine Überlegungen zu künftigen Zinsentscheidungen. In das Lager der Währungshüter, die sich nicht in die Karten blicken lassen, gehört auch die Spitze der Schweizerischen Nationalbank SNB. Allerdings gibt es einen bezeichnenden Unterschied. Die SNB hat die Inflation in der Schweiz unter Kontrolle, die Fed jene in den USA nicht. Das kommt nicht von ungefähr. Konsequente Inflationsbekämpfung erfordert es gelegentlich, wirtschaftlich unangenehme Entscheidungen zu fällen, auch wenn sie öffentlich schlecht ankommen. Die SNB tut dies, die Fed vermeidet es eher. Dazu ein Beispiel aus den USA. Gegen Ende der Covid-Krise 2021 schnellte die US-Inflation heftig nach oben. Rasch stieg das Barometer bis im Juni 2022 auf 9% Inflation. Die damalige Fed-Leitung hatte zunächst gezögert, die Leitzinsen zu erhöhen. Dann aber riss sie das Steuer herum und hatte Mühe, diesen plötzlichen Politikwechsel zu erklären. Heute wolle wohl der neue Fed-Chef gar nicht erst allzu viel Transparenz herstellen, um künftig freier zu agieren, meint Chefökonom Thomas Heller von der Frankfurter Bankgesellschaft. Er spricht von einem Befreiungsschlag des Fed-Chefs. Das Befreien von einem Korsett, wenn ich sage, ich sehe die Lage so und ich gehe deshalb mit den Zinsen in die und die Richtung und sich dann die Welt ändert und dann man fast nicht rauskommt aus diesem Korsett, was man sich selber gegeben hat. Möglicherweise war das sogar mit eine Ursache für das zu späte Reagieren im Nachgang zur Covid-Pandemie, als die Inflation anstieg und die Notenbanken generell, nicht nur die Fed, wahrscheinlich zu spät reagiert haben. Ökonom Heller hat also Verständnis für die kommunikative Zurückhaltung des Fed-Chefs. Weniger Kommunikation heißt nicht keine Rechenschaft ablegen. Natürlich muss die Fed hinstehen, erklären, was sie warum getan hat. Aber es muss meines Erachtens nicht sein, auch wenn das für uns Analysten schade ist, dass sie sehr konkret wird und sagt, wohin der Zinspfad tatsächlich führen wird. Ob Kevin Warsh seine Zusicherung, die Inflation zu bekämpfen, doch noch unter Beweis stellt, zeigen vielleicht schon die nächsten 2 Zinssitzungen der Fed im Herbst. Wohl mindestens so lange müssen die Märkte mit der erhöhten Ungewissheit leben. Wer als Polizist oder Polizistin arbeiten will, muss in den meisten Schweizer Kantonen einen Schweizer Pass haben. Nur eine Handvoll Kantone haben in ihren Polizeikorps auch ausländische Beamtinnen und Beamte mit einer unbefristeten Aufenthaltsbewilligung. Einer davon ist Basel-Stadt. Doch weil die Basler Polizei trotz dieser Maßnahme zu wenig Personal hat, geht sie nun noch einen Schritt weiter. Sie lässt neu als Pilotversuch auch Ausländerinnen und Ausländer mit einer befristeten Bewilligung zu, mit einer sogenannten B-Bewilligung. Ein Novum in der Schweiz.
Simon Weber berichtet. Seit bald 30 Jahren hat die Basler Kantonspolizei ausländische Beamte in ihren Reihen. Ihr Anteil beträgt etwa 5%. Und das bewähre sich, sagt Polizeisprecher Adrian Plagesi. Wir haben immer gute Erfahrungen gemacht. Das ist bei uns intern gar kein Thema mehr. Den Unterschied spürt man nicht. Nach wie vor aber sind rund 10% der Stellen bei der Basler Kantonspolizei unbesetzt. Auch weil Basel-Stadt zu 2/3 ans Ausland angrenzt, sagt Adrian Plagesi. Das Einzugsgebiet, um im Inland Polizeinachwuchs zu finden, sei also deutlich kleiner als in anderen Kantonen. Aus dem nahen Ausland aber würden sich immer wieder Leute bei der Basler Polizei bewerben. Deshalb nun dieser Versuch, auch mit Interessierten, die mit einer befristeten Bewilligung B in die Schweiz kommen. So weit wie Winterthur von Zürich entfernt ist, viel weniger weit sind deutsche Gemeinden zu Basel und die Nähe ist also wirklich sehr groß. Man kennt sich in der Region, man arbeitet auch in anderen Bereichen zusammen und darum probieren wir das jetzt auch bei der Polizei. Im Herbst beginnen 2 Männer und 2 Frauen aus Südbaden die 2-jährige Polizeiausbildung. Sie bringen, so Adrian Plagesi, die im Polizeigesetz vorgeschriebene Nähe zu Basel mit und die nötigen Sprachkenntnisse. Die Anforderung, die wir sowieso an alle Bewerberinnen und Bewerber stellen, ist, dass sie die gängigen Schweizer Dialekte verstehen können. Selber Schweizerdeutsch sprechen sei hingegen keine Voraussetzung. Basler Polizeibeamte, die Hochdeutsch reden, für die meisten dieser Passantinnen und Passanten in Basel ist dies kein Problem. Ich würde sagen, wenn sie sich bei uns integrieren, dann habe ich eigentlich nichts dagegen. Ich nehme die nicht mit weniger Respekt wahr oder so. Das stört mich nicht. Sie werden verstanden, dann halt auch von allen, hoffe ich zumindest. Ist nicht gut, einfach komisch. Wir leben im Schweizerland und dann reden wir Schweizerdeutsch. Wichtig ist, dass sie die Ausbildung haben und unsere Gesetze kennen, dann ist das gut. Für Ausländerinnen und Ausländer bei der Basler Polizei spricht sich auch der kantonale Polizeibeamtenverband aus. Geschäftsführer Harald Schedeni sagt, in einem Stadtkanton mit hohem Ausländeranteil mache dies Sinn. Wir haben mit vielen verschiedenen Ethnien in der Stadt Basel zu tun und können so nur Vorteile erwirken, wenn man dies auch kennt und die gleiche Sprache auch sprechen kann. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen sei klar, dass man auch das Potenzial von Bewerberinnen und Bewerbern mit B-Bewilligung nutzen sollte. Warum soll eine solche Person nicht auch fähig sein, diesen Job zu erledigen, wenn sie die genau gleiche Ausbildung durchlaufen wie andere mit C-Bewilligung? Was ist hier der Unterschied? Nur, dass sie nicht schon so lange in der Schweiz wohnhaft sind. Eine andere Haltung vertritt die nationale Gewerkschaft. Für den Verband Schweizerischer Polizeibeamter gilt der Grundsatz Schweizer Polizist gleich Schweizer Bürger, wie Präsident Emanuel Fiva sagt. Weil er vertritt eigentlich der bewaffnete Arm des Staates und er muss Zwangsmaßnahmen ausüben können. Und da, unsere Meinung, kann das nur ein Schweizer Bürger sein, vor allem auch wenn es geht um Gesetze, die Schweizer Gesetze sind. Ein gangbarer Weg sei nur, dass eine Ausländerin mit C-Bewilligung die Polizeischule beginne, bis zur Vereidigung müsse sie aber eingebürgert sein. Aber auch wenn für sie der Schweizer Pass grundsätzlich Pflicht sei bei der Polizei, für den Sonderfall Basel habe er durchaus Verständnis, sagt Emanuel Fiva. Sie leiden wirklich an einem massiven Unterbestand und sie müssen wirklich alle Lösungen finden, um so einen besseren Bestand zu kriegen. Einig sind sich die Vertreter beider Verbände darin, dass es auch noch andere Maßnahmen brauche. Höhere Löhne etwa oder bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und auch der Basler Polizeisprecher Adrian Plagesi sagt, Personal mit B-Bewilligung allein löse das Problem sicher nicht. Es ist nicht das Zaubermittel gegen zu wenig Polizistinnen und Polizisten. Wir versuchen es jetzt einmal und dann ziehen wir die nötigen Schlüsse daraus. Ausgewertet werde der Pilotversuch spätestens dann, wenn die ersten 4 südbadischen Polizistinnen und Polizisten ihre Ausbildung bei der Basler Polizei abgeschlossen haben. Die Schweiz erlebt gerade eine extreme Phase der Trockenheit. Vielerorts leiden Flora und Fauna massiv unter der Hitze und dem Mangel an Regen. In Zeiten wie diesen könnten natürliche Feuchtgebiete dabei helfen, die Natur einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Doch in den letzten 200 Jahren sind in der Schweiz fast 90% der Moore verschwunden. Der Kanton Thurgau gibt nun Gegensteuer. Er gibt ehemaligen Feuchtgebieten das Wasser zurück, mit spürbaren Folgen für die Biodiversität.
Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher. Es ist heiß und trocken und das seit Wochen. Während vielerorts die Blätter der Bäume braun oder gelb verfärbt sind, ist in einem Waldstück in der Thurgauer Gemeinde Berg von derlei Stresssymptomen nichts zu sehen. Trotz extremer Trockenheit ist der Boden hier feucht. Der Grund? Es handelt sich um ein ehemaliges Feuchtgebiet, das der Kanton renaturiert hat, wie Matthias Künzler, Leiter Natur und Landschaft im Amt für Raumentwicklung, erklärt. Zum einen haben wir gesehen, dass mit diesen Sümpfen verloren gegangen sind, mit diesen Riedwiesli, die verloren gegangen sind, eben auch Tiere und Pflanzen, die dort gelebt haben, verschwunden sind. Zum anderen haben wir aber auch ein bisschen die Schwämme verloren. Nichts hebt so gut in der Landschaft das Wasser zurück wie eben so Moor. Und gerade in so Zeiten von Trockenheit sind die eben enorm wichtig für die Natur, aber auch für den Menschen. Dort findet man heute noch Wasser. Es sind fast jetzt, gerade in der jetzigen Zeit, die letzten Plätzchen. Ende des 19. Jahrhunderts war der Boden in diesem Waldstück zu nass, um Holz zu produzieren. Das Gebiet wurde entwässert und aufgeforstet. Übrig blieb ein kleines Feuchtgebiet, das wegen der tiefen Entwässerungsgräben regelmäßig austrocknete. Damit verlor es eine wichtige Funktion. Bei Starkniederschlägen dienen Feuchtgebiete als Schwämme, die das Wasser aufnehmen können. Damit das wieder möglich wird, gibt der Kanton ehemaligen Feuchtgebieten das Wasser wieder zurück. Es ist schlussendlich auch Hochwasserschutz, weil das Wasser dann, wenn es wieder mal richtig kuttet, in diesen Gebieten zurückbleibt und dann langsam am Bach abgegeben wird und nicht direkt in der Bahnhofsunterführung landet oder im Keller. Und dann sind das eben auch Gebiete, wo das Wasser, das dann sehr schnell runterkommt, können aufsaugen, weil sie nicht furztrocken sind wie die Böden rundherum. Damit man das ehemalige Feuchtgebiet im thurgauischen Berg renaturieren konnte, hat sich der Kanton mit dem Grundeigentümer finanziell geeinigt. Wie viel Geld geflossen ist, wird nicht kommuniziert. In einem ersten Schritt wurde das Wasser mittels Absperrschiebern gestaut und das Gebiet überflutet. Kurz darauf kam per Zufall der Biber zur Hilfe und hob den Wasserstand noch um zusätzlich rund 30 Zentimeter an. Das Feuchtgebiet wurde damit doppelt so groß. Ich würde fast sagen, wir haben ein bisschen Hand in Hand geschaffen. Wir haben angefangen mit, jetzt vereinfacht gesagt, ein paar Bretter in einen Entwässerungsgraben hineingelegt. Und der Biber hat dann das gerade noch eine Dimension grösser gemacht und erweitert. Und wir haben sehr Freude, dass er uns da unter die Arme gegriffen hat. Der Biber ist nicht der einzige Bewohner des renaturierten Feuchtgebiets. Dank der Wiedervernässung sind selten gewordene Tierarten zurückgekehrt, erzählt Matthias Künzler vom Kantonalen Amt für Raumentwicklung. Was mich sehr gefreut hat, ist der Laubfrosch. Also das ist so ein bisschen der Wetterfrosch, der früher im Fernsehen einmal das Wetterleiter laufen ist. Das ist der knutschgrüne Frosch. Der ist da und dann haben wir 2 Libellen, die heissen kleine und grosse Moosjungfern. Also die tragen eigentlich Charakteristik vom Feuchtgebiet im Namen. Die haben wir vorher im Thurgau. Die einen nur einmal, die anderen nur 2-mal je festgestellt. Und jetzt sind die da, kurz nachdem wir angefangen haben. Das Gebiet Gampen in Berg soll nicht das einzige renaturierte Feuchtgebiet im Kanton bleiben. 15 bis 20 ehemalige Flachmoore und Feuchtwälder will der Thurgau im Rahmen seiner Biodiversitätsstrategie bis ins Jahr 2028 wieder vernässen. So soll die Region besser gewappnet sein für kommende Trockenperioden. Auf der anderen Seite sollen seltene Tier- und Pflanzenarten neue Lebensräume finden. Sascha Zürcher hat berichtet. Zum Schluss der Blick auf die aktuellen Resultate aus der Fußball-Super League der Männer von heute Nachmittag respektive Abend. Lugano schlägt den FC Zürich deutlich mit 5:0. Der FC Basel gewinnt gegen den FC Thun 4:2. Der FC Sion gewinnt gegen den Aufsteiger Vaduz 3:2. Und kurz vor Schluss steht es bei St. Gallen gegen Luzern 1:2. Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18:29 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Damian Rast, für die Nachrichten Kevin Gahanes, am Mikrofon Christina Scheidecker. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.